Deutsch A2 B1. Прокачай свой немецкий. Данные фразы подготовлены на основе учебников по немецкому языку, и все они соответствуют программе уровня А2 Б1 и пригодятся вам для сдачи экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо заучить. Иногда я добровольно задерживаюсь в офисе допоздна. Manchmal bleibe ich freiwillig länger im Büro. Manchmal bleibe ich freiwillig länger im Büro. Manchmal bleibe ich freiwillig länger im Büro. Мне нравится путешествовать по зарубежным странам. Ich reise gern in fremde Länder. Ich reise gern in fremde Länder. То есть дословно мы можем сказать «я езжу или путешествую охотно в чужие», fremd – это чужой, в чужие страны. Ich reise gern in fremde Länder. Я здесь чужой. Ich bin fremd hier. Ich bin fremd here. Или мы можем еще перевести «я не здешний». Ich bin fremd here. Собаке дали уже поесть. И глагол «есть», когда мы говорим о животных. Fressen, frisst, fraß, hat gefressen. Hat der Hund schon etwas zu fressen bekommen? Hat der Hund schon etwas zu fressen bekommen? Дословный перевод. Собака получила уже что-нибудь поесть. Hat der Hund schon etwas zu fressen bekommen? Это меня радует, что все сложилось так хорошо. Радоваться. Глагол sich freuen, freut sich. Freute sich – это претérитум. Hat sich gefreut – perfekt. Es freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Es freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Es freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Я был очень рад вашему подарку. И здесь нам нужно построить perfekt. Ich habe mich über Ihr Geschenk sehr gefreut. Ich habe mich über Ihr Geschenk sehr gefreut. Ich habe mich über Ihr Geschenk sehr gefreut. Я радуюсь уже своему предстоящему отпуску. Мы знаем, что глагол sich freuen имеет два предлога. Радоваться чему-то предстоящему у нас используется предлог auf. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Urlaub. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Urlaub. Ich freue mich schon
auf meinen nächsten Urlaub. Эта работа доставляет мне много радости. То есть мне нравится эта работа. Diese Arbeit macht mir viel Freude. Diese Arbeit macht mir viel Freude. Diese Arbeit macht mir viel Freude. Я вижу своих друзей только по выходным. Ich sehe meine Freunde nur am Wochenende. Ich sehe meine Freunde nur am Wochenende. Ich sehe meine Freunde nur am Wochenende. Он приветствовал нас очень дружелюбно. Hat uns sehr freundlich begrüßt. Hat uns sehr freundlich begrüßt. Hat uns sehr freundlich begrüßt. Этот мужчина очень дружелюбен ко мне. Der Mann ist sehr freundlich zu mir. Der Mann ist sehr freundlich zu mir. Der Mann ist sehr freundlich zu mir. С дружеским приветом. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Твоя дружба очень важна для меня. Deine Freundschaft ist mir sehr wichtig. Deine Freundschaft ist mir sehr wichtig. Deine Freundschaft ist mir sehr wichtig. Наконец-то здесь наступил мир. Endlich ist hier Frieden. Endlich ist hier Frieden. Если вы замерзнете, я снова закрою окно. Замерзать, мерзнуть, глагол frieren, friert, fror, Präteritum, hat gefroren, perfekt. Wenn Sie frieren, mache ich das Fenster wieder zu. Wenn Sie frieren, mache ich das Fenster wieder zu. Wenn Sie frieren, mache ich das Fenster wieder zu. Сегодня вечером было холодно. Heute Nacht hat es gefroren. Heute Nacht hat es gefroren. Heute Nacht hat es gefroren. Хлеб еще очень свежий. Das Brot ist noch ganz frisch. Das Brot ist noch ganz frisch. Полотенца свежевыстиранные. Die Handtücher sind frisch gewaschen. Die Handtücher sind frisch gewaschen. Die Handtücher sind frisch gewaschen.
Мне нужно на свежий воздух. Ich muss mal an die frische Luft. Ich muss mal an die frische Luft. Ich muss mal an die frische Luft. Ты прекрасно выглядишь. Кто твой парикмахер? Du siehst toll aus. Wer ist dein Friseur? Du siehst toll aus. Wer ist dein Friseur? Du siehst toll aus. Wer ist dein Friseur? Моя дочь хочет стать парикмахером. Meine Tochter will Friseurin werden. Meine Tochter will Friseurin werden. Обратите внимание, существительное женского рода, в то время как в русском предложении у нас мы не говорим парикмахерша, да, или как-то парикмахер, хоть кто, хоть мужчина, хоть женщина. Это так по любой профессии. Но если у нас существительное женского рода, то и кем она хочет стать, тоже будет существительным выражаться женского рода. Фризерин. У тебя отличная прическа. Ты был у парикмахера? Du hast eine tolle Frisur. Warst du beim Friseur? Du hast eine tolle Frisur. Warst du beim Friseur? Du hast eine tolle Frisur. Warst du beim Friseur? Срок регистрации на курс немецкого языка истек. Die Frist für die Anmeldung zum Deutschkurs ist abgelaufen. Die Frist für die Anmeldung zum Deutschkurs ist abgelaufen. Die Frist für die Anmeldung zum Deutschkurs ist abgelaufen. Я рад, что все так сложилось. Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. С праздником! Frohes Fest! Frohes Fest! Музыка звучит радостно. Die Musik klingt fröhlich. Die Musik klingt fröhlich. Die Musik klingt fröhlich. Она радостный человек. Sie ist ein fröhlicher Mensch. Sie ist ein fröhlicher Mensch. Sie ist ein fröhlicher Mensch. Какие фрукты можно есть? Welche Früchte kann man essen? Welche Früchte kann man essen? Welche Früchte kann man essen? Фрукты я лучше всего покупаю на рынке.
Früchte kaufe ich am liebsten auf dem Markt. Früchte kaufe ich am liebsten auf dem Markt. Früchte kaufe ich am liebsten auf dem Markt. Ранним утром здесь уже интенсивное движение. Hier ist schon am frühen Morgen starker Verkehr. Hier ist schon am frühen Morgen starker Verkehr. Hier ist schon am frühen Morgen starker Verkehr. Мой отец работает с утра до ночи. Mein Vater arbeitet von früh bis spät. Mein Vater arbeitet von früh bis spät. Дословно, с раннего до позднего. Mein Vater arbeitet von früh bis spät. Сегодня я встал очень рано. Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Мы приехали на полчаса раньше. Wir sind eine halbe Stunde zu früh gekommen. Wir sind eine halbe Stunde zu früh gekommen. Wir sind eine halbe Stunde zu früh gekommen. Пожалуйста, разбудите меня завтра в 6 утра. Wecken Sie mich bitte morgen früh um 6 Uhr. Wecken Sie mich bitte morgen früh um 6 Uhr. Wecken Sie mich bitte morgen früh um 6 Uhr. Раньше я жил в Берлине. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Мы садимся на более ранний поезд. Wir nehmen den früheren Zug. Wir nehmen den früheren Zug. Wir nehmen den früheren Zug. Вы уже позавтракали? Завтракать. Frühstücken. Frühstückt. Frühstückte. Präteritum. Hat gefrühstückt. Perfekt. Haben Sie schon gefrühstückt? Haben Sie schon gefrühstückt? Haben Sie schon gefrühstückt? Сейчас мы сидим за завтраком. Wir sitzen gerade beim Frühstück. Wir sitzen gerade beim Frühstück. Wir sitzen gerade beim Frühstück. Принести завтрак в вашу комнату. Sollen wir Ihnen das Frühstück aufs Zimmer bringen? Sollen wir Ihnen das Frühstück aufs Zimmer bringen?
Такую фразу можно услышать в отеле. Sollen wir Ihnen das Frühstück aufs Zimmer bringen? Как вы себя чувствуете? Спасибо, я чувствую себя хорошо. Sich fühlen, чувствовать, себя, fühlt, fühlte, Präteritum, hat gefühlt, perfekt. Wie fühlen Sie sich? Danke. Ich fühle mich wohl. Wie fühlen Sie sich? Danke. Ich fühle mich wohl. Wie fühlen Sie sich? Danke. Ich fühle mich wohl. Проверь, не слишком ли горячая вода. И здесь мы тоже будем использовать глагол fühlen, то есть надо почувствовать нашей рукой, кожей, какова вода. Fühl mal, ob das Wasser nicht zu heiß ist. Fühl mal, ob das Wasser nicht zu heiß ist. Fühl mal, ob das Wasser nicht zu heiß ist. Учитель ведет своих учеников по музею. Вести глагол führen, führt, führte, Präteritum, hat geführt, это уже perfekt. Der Lehrer führt seine Schüler durch das Museum. Der Lehrer führt seine Schüler durch das Museum. Der Lehrer führt seine Schüler durch das Museum. Госпожа мэр управляет бизнесом уже 10 лет. Управляет, то есть ведет свой бизнес. Frau Meier führt den Betrieb schon seit 10 Jahren. Frau Meier führt den Betrieb schon seit 10 Jahren. Frau Meier führt den Betrieb schon seit 10 Jahren. Через 20 минут наша команда вела со счетом 2:0. Nach 20 Minuten führte unsere Mannschaft 2:0. Nach 20 Minuten führte unsere Mannschaft 2:0. То есть вот этот вот значок мы говорим, вернее, используем предлог су, то есть вела 2 к 0. Nach 20 Minuten führte unsere Mannschaft 2:0. Дорога ведет прямо к вокзалу. Die Straße führt direkt zum Bahnhof. Die Straße führt direkt zum Bahnhof. Die Straße führt direkt zum Bahnhof. У тебя есть водительские права? У нас два варианта слова водительские права. Hast du einen Führerausweis? И второй вариант. Hast du einen Führerschein? Hast du einen Führerausweis? Hast du einen Führerschein? Я получил водительские права 6 месяцев назад.
habe vor einem halben Jahr den Führerschein gemacht. Ich habe vor einem halben Jahr den Führerschein gemacht. Дословно я сделал права полгода назад. Ich habe vor einem halben Jahr den Führerschein gemacht. Следующая экскурсия начнется в 15 часов. То есть слово экскурсия мы будем образовывать от глагола führen. Die nächste Führung beginnt um 15 Uhr. Die nächste Führung beginnt um 15 Uhr. Die nächste Führung beginnt um 15 Uhr. Вы потеряли зонтик. Лучше всего обратиться в бюро находок. Sie haben Ihren Schirm verloren. Da fragen Sie am besten im Fundbüro. Sie haben Ihren Schirm verloren. Da fragen Sie am besten im Fundbüro. Sie haben Ihren Schirm verloren. Da fragen Sie am besten im Fundbüro. Можете ли вы показать мне, как работает машина? Работать, функционировать, funktionieren, funktioniert, funktionierte, hat funktioniert. Können Sie mir bitte mal zeigen, wie der Automat funktioniert? Können Sie mir bitte mal zeigen, wie der Automat funktioniert? Können Sie mir bitte mal zeigen, wie der Automat funktioniert? Наш брак больше не работает. Здесь мы тоже можем использовать глагол funktionieren. Unsere Ehe funktioniert nicht mehr. Unsere Ehe funktioniert nicht mehr. Unsere Ehe funktioniert nicht mehr. Есть ли здесь почта? Ist Post für mich da? Ist Post für mich da? То есть немцы зададут вопрос: почта для меня здесь есть? Ist Post für mich da? Я потерял ключи от моей квартиры. Но в немецком предложении будет предлог für, для моей квартиры. Ich habe die Schlüssel für meine Wohnung verloren. Ich habe die Schlüssel für meine Wohnung verloren. Ich habe die Schlüssel für meine Wohnung verloren. И есть ли здесь спортивный клуб для молодежи? Gibt es hier einen Sportverein für Jugendliche? Gibt es hier einen Sportverein für Jugendliche? Gibt es hier einen Sportverein für Jugendliche? Эту старую мебель мы приобрели за 100 евро.
Diesen alten Möbel haben wir für 100 € bekommen. Diese alten Möbel haben wir für 100 € bekommen. Diese alten Möbel haben wir für 100 € bekommen. Для новичка он уже играет очень хорошо на фортепиано. То есть новичок это начинающий. Für einen Anfänger spielt schon sehr gut Klavier. Für einen Anfänger spielt schon sehr gut Klavier. Für einen Anfänger spielt schon sehr gut Klavier. Ты не можешь пойти за покупками. Я могу сделать это для тебя. Du kannst nicht einkaufen gehen. Ich kann es für dich machen. Du kannst nicht einkaufen gehen. Ich kann es für dich machen. Обратите внимание, что здесь у нас на первом месте не глагол, хотя вопросительный знак стоит. Такое можно встретить в разговорной речи. Du kannst nicht einkaufen gehen. Ich kann es für dich machen. Для меня это серьезная ошибка. Für mich ist das ein schwerer Fehler. Für mich ist das ein schwerer Fehler. Дословно тяжелая ошибка. Да? Тяжелая ошибка. Für mich ist das ein schwerer Fehler. Мы сняли квартиру на год. Wir haben die Wohnung für ein Jahr gemietet. Wir haben die Wohnung für ein Jahr gemietet. Wir haben die Wohnung für ein Jahr gemietet.